Nochmal an alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dies hier ist eine Kundgebung gegen das sektorale Bettelverbot, das heute in Kraft tritt, das ein Angriff auf die ärmsten Menschen in dieser Stadt ist, das arme Menschen verstecken und vertreiben sollen, anstatt die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Und es ist unsozial und deshalb sind wir hier und deshalb protestieren wir. Und ich freue mich sehr über den nächsten Redner, das ist der Heinz, der die einzige bisher durchgeführte wissenschaftliche Studie in Salzburg über die Lebensrealität und über die Arbeit von Notreisenden gemacht hat. Ja. Für alle, die es noch nicht festgestellt haben, seit etwa 12 Stunden gibt es in Salzburg das sektorale Bettelverbot. Seit etwa 12 Stunden gibt es in Salzburg Zonen, sehr, sehr weit gesteckte Zonen, meine ich, in denen das Menschenrecht außer Kraft gesetzt ist. Das heißt, das Menschenrecht auf Anwesenheit ohne Gesichtskontrolle, ohne Tätigkeitskontrolle, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, jenseits von Rechtsschutz, jenseits von Willkommen. Das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten stört und beleidigt. Das ist diese Haltung, die jenseits von Willkommen, jenseits von Hallo, dass du da bist. Du hast Recht darauf zu sagen, wie es dir geht. Du hast ein Recht darauf zu sagen, dass du Unterstützung benötigst. Du hast ein Recht darauf, von unserem Wohlstand etwas abzubekommen. Nein, Salzburg macht das anders. Salzburg schließt einzelne Zonen aus und sagt, hier und da darf Armut nicht sichtbar werden. Das zeigt sich beispielsweise auch in dem wunderbaren Folder, den die Stadt Salzburg heute aufgelegt hat. Ich weiß nicht, ob ihn der schon gelesen und gesehen hat. Herrliche Bilder von bettelfreien Straßen. Die Getreidegasse ohne Armut. Die Linzergasse ohne Armut. Man könnte sich fast denken, hoppala, die Armut ist abgeschafft. Aber wenn da nicht ein großes, kleines, ein sehr, sehr aussagekräftiges Bild mit einer roten, knallharten Abwehrhand da wäre, die sagt, nein, hier nicht. Ach, kommt man dann drauf. Armut ist nicht abgeschafft, Armut wird nur vertrieben und unsichtbar gemacht. Das ist die Leistung einer Mehrheitsregierung, die auch durch die Mitwirkung der Sozialdemokratischen Partei zustande gekommen ist. Das ist auch ein Grund und eine Politik, bei der ich mir denke, wozu habe ich mehrere Jahre lang erstens geforscht, zweitens versucht, die Stimme von Notreisenden, von Roma, Sinti, aber auch anderen Notreisenden zum Hören zu bringen, zu erkunden, die Befindlichkeit zu eruieren, nachzusehen, wie geht es ihnen, warum sind sie denn hier? Gerade vor wenigen Tagen konnte ich ein Projekt fertigstellen, das mit dem Titel Auf Augenhöhe mit Notreisenden Videoporträts zeigt, wo Notreisende, die letztes Jahr in Salzburg waren, zum Teil auch heute noch in Salzburg oder wieder in Salzburg sind, ihre Lage, ihre Lebenslage darstellen, ihre Bedürfnisse schildern und beschreiben, mit so wunderbaren und beeindruckenden Aussagen, wie zum Beispiel, was glaubst du, wie könnte das anders weitergehen? Das und das bräuchte ich, aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Und ich fürchte, so wie Salzburg damit tut, so wie die Politik in Österreich damit tut, tragen wir unseren Teil dazu bei, dass es nicht so weit kommt, dass Armut bewältigt werden kann. Dass Salzburg, die Regierung in Salzburg, sich dahinter gestellt hat und mehrheitlich sagt, hier darf nicht gebettelt werden. Im Angesicht einer Massenverelendung und Massenarmut in südöstlichen EU-Mitgliedstaaten, einer Binnenmigration aufgrund von Armut, die in die Millionen gehen, hier und bei diesen Bedingungen noch zu sagen, ja, dann sollen sie halt wieder heimgehen. Das erinnert mich an einen schönen und berühmten Spruch der aus der französischen, der mit eine Ursache für die französische Revolution war. Wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Das kann man unter diesen Bedingungen
möchte ein sektorales Bettelverbot als Speerspitze, als das Nonplusultra des Bettelverbots in Salzburg zu erlassen, erinnert mich an die Zynik dieses Spruches, erinnert mich daran, dass es Widerstand benötigt, Widerstand gegen diese Form von Politik. Deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass so viele Leute diesem Aufruf heute gefolgt sind und bei den Aktionen untertags auch mit dabei waren. Deshalb bin ich auch froh, ankündigen zu können, dass wir genau für diesen Zweck einen Rechtshilfefonds eingerichtet haben, um Strafverfahren wegen Verstößen gegen dieses unmenschliche und menschenrechtswidrige Bettelverbot zu bekämpfen. Und die Alina wird nach mir kurz darüber reden, was ist auf der rechtlichen Ebene möglich, auf der Ebene der Beratung möglich. Kurz nur noch meine Meinung dazu. Ich bin der festen Überzeugung, dieses Bettelverbot wird nicht halten, aber es ist eine Phase der Schande, in dieser Stadt zu leben. Und, wie Thomas Bernhard bereits gemeint hat, Salzburg macht es den Salzburgerinnen und den Besucherinnen leicht, diese Stadt nicht zu mögen. Danke.